So, servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Diesmal wieder bei unserem allseits beliebten Format, den Vorlex. Und wir haben ja die Vorlex für den September. Und ich mache das Ganze nicht alleine. Ich habe einen Kani dabei und einen Corby. Servus, Männer. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Also das, was ihr natürlich jetzt gerade nicht seht, ist, dass wir uns verbal in dem Moment, wo der Mike uns beide angekündigt hat, die Hand gegeben haben, die geschüttelt haben, in die Höhe gerissen und so Chaka-mäßig gesagt haben, jetzt geht's erst richtig los, gell? Ja, genau so war's. Das ist voll krass motiviert quasi. Wie Hölle. Ja, ich bin ja nur in die Luft gesprungen und hab die Hacken zusammengeschlagen. Und jetzt bin ich wieder kurz vor dem nächsten Bandscheibenvorfall. Ja, und da der Corby also motiviert ist, dann darf er gleich anfangen mit seinen Vorlex. Wie schaut's denn aus? Hast du da irgendwas Gescheites gesehen? Ja, das ist jetzt wirklich überraschend. Voll. Und Das ist nämlich nicht unser zweiter Aufnahmeversuch jetzt gerade. Überhaupt nicht. Na. Ja, also genauso motiviert bin ich an den wunderbaren Realfilm Pinocchio rangegangen bei Disney Plus und bin wirklich richtig enttäuscht worden. Ich bin sowieso nicht so der Freund davon, dass Disney alles, was sie mal als Zeichentrick veröffentlicht haben, jetzt nach und nach in reale Verfilmung rausbringen, weil ich das einfach als unnötig und Geldmache sehe, aber gut, da hat man ja schon mal gesagt, Corby, halt's Maul, das ist cool und die Leute wollen das sehen. Nein, ich hab gesagt, halt's Maul und schau dir einfach die neuen Zeichentrick an, wenn du es nicht sehen möchtest. Aber in dem Fall schließe ich mir die an, weil die Pinocchio-Realverfilmung war auch für mich ein Wortdreck. Oi. Ja, den einzigen, den ich eigentlich gut gefunden habe in dem Film, war der Tom Hanks als Geppetto. Zumindest so die ersten 5 Minuten, weil ich hab mir dann gedacht, boah, Lecture, der Pinocchio wird jetzt richtig deep. Man erfährt praktisch die Hintergrundstory, warum der eigentlich so Puppen baut, dass seine Frau tot ist, dass die offensichtlich mal einen Bur gehabt haben. Ja, wenn man halt dann, da haben wir glaube ich sogar schon mal in irgendwelchen anderen Vorlex geredet, darüber hinwegschauen kann, dass nicht nur der Fisch, sondern auch die Katze animiert sind. Und ja, ansonsten halt eigentlich alles in dem Film nach und nach in die Animation abrutscht und leider dann anscheinend auch irgendwann das Geld dafür ausgegangen ist, weil das richtig schlecht wird, auch gerade zum Ende hin. Aber hallo. Ja, muss ich sagen, hätte ich mir nicht anschauen müssen. Und werde ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr anschauen. Na, da bin ich auch dabei. Also den Mist schauen wir nicht mehr an. Ich war bald, boah, lecker, was haben sie sich denn bei dem Scheißtrick gedacht, dass er die ganze Zeit schreit Pinocchel? Das hat er doch im Zeichentrick auch nicht gemacht. Pinocchel, halt doch der Maul, Scheiß Jiminy-Trottel. Schaut, dass den keiner tot drin hat in dem Film. Der war halt durchdreht. Das war, also, wer den Einfall gehabt hat, dem hätte ich so gerne in den Sack gehauen, dass es nicht sagen will, dass ich den in den Sack gehauen mich. War das die bayerische Sprachausgabe, was du geschaut hast? Nein, das war die Landshuter Werkstätten-Sprachausgabe offensichtlich. Ich war halt durchdreht mit so einer Scheiße. Pinockel, halt doch dein Maul. So ein Ja, Mist. das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gestört wie... Ja, das nervt die wieder nicht, gell? Du Penner. Nein, sowas nervt mich nicht. Mich nervt Gerade weil halt du dann selber das, was ich... sprachbehindert bist. Mein Gott, echt, ey. Du regst dich nur über so einen Namen auf. Ich hab mich über alles andere dafür aufgeregt. Ja, das war so die Spitze des Eisbergs. Bei den Effekten bin ich auch dabei, weil lecker, wenn sie auf der Spaßinsel dann sind, wo soll ich zu Eseln werden. Die Esel waren anscheinend auch die den Film gemacht haben. Das ist, boah, lecker, also die Effekte da, weißt du nur, wenn sie da mit dem Boot entlangfahren und dann, ich glaube, Uhren oder so hauen sie doch da zusammen. Ja. Ich glaube, da sind ja sogar diese Uhren, die sie zusammenhauen, animiert. Das ist ja so schlecht, das schaut aus wie bei Minecraft, da fallen einfach nur lauter Vierecke den Würfeln weg. Was soll denn das? Oh Gott, das ist wieder so ein Film, der wo wirklich nur hinter der oder vor der Bluescreen draht worden ist und der Rest ist wirklich nur eingefügt, oder was? Ja, komplett, das ist irre. Das war bei Jungle Cruise schon so schrecklich. Es ist insgesamt halt auch einfach so gezwungen, Disney-Werbung immer wieder mit drin. Also der Geppetto macht halt oder hat ganz viel Kuckucksuhren gemacht für seine verstorbene Frau und jede Kuckucksuhr oder fast jede Kuckucksuhr ist halt irgendeinem Disney-Film nachempfunden. Und das ist natürlich ganz nett, wenn du halt dann da ein paar Disney-Filme siehst, wo du vielleicht denkst, ja okay, das kann halt wirklich von Märchen stammen, die zu der Zeit dann existiert haben, aber dann halt so Dinge wie Toy Story und was weiß ich,
hätte sie nur eher als nette Easter Eggs gesehen. Das hat jetzt mich zum Beispiel nicht aufgeregt. Regt mich über was Gescheites auf. Ja, Zum Beispiel über Pinocchio. Der behindertste Spitznamen, den sie jemals gegeben hat, Pinocchio. jetzt Kim Pinocchio. Ich flippe komplett aus. So ein Scheißtrick. Und der, wie heißt der denn gleich wieder, da wo der dann in Gefangenschaft ist? Ja, der Fette, der Ja, genau. Stromboli. Also das war doch, der war auch so schlecht gespielt. Das Ja. war so überzogen, beschissen schlecht. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Na, furchtbar, kannst du nicht anschauen. Also, ich bin ja, ich sage ja immer, regt euch nicht lang auf, weil es gemacht werden. Wenn es euch nicht gefallen, schaut euch lieber die Zeichentrickfilme an. Aber bei den Disney-Filmen ist es fast ausschließlich auch bei mir so, dass ich sage, ich schaue mir einmal den an und dann in der Regel immer lieber wieder den Zeichentrickfilm, bevor ich mir nochmal die Realverfilmung anschaue. Ja, also es gibt ein paar, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, Aladdin zum Beispiel, der ist ganz schaubar. Ach komm. Halt der der kann- Maul, Der Mike. verdammte Bruce Willis hätte ich wohl gesagt. Ja, der Bruce Will Smith als Ginny, also leck mich am Arsch der wieder. Bruce Willis. Der soll kommen und soll die wichsen, Pfui, wie der Chris Rock gewitzt hat, dass der Maul nicht Pfui, willst. Deive. Der einzige Schaubare war Schöne und das Biest, Ende. Nein. Du haust jetzt ab, Schein kriegst. Nix. Ja, Smith will auf, der hat über der Frau ja und ihr Plattenwitze gemacht, der Mike. Der kann schon herhauen. Der Mike hat gesagt, wenn ich in den Spiegel einschaue, dann schaue ich aus wie ein Will Smith, der Frau gerade in weiß. Ja, und wer weiß, vielleicht besprechen wir mir irgendwann dann einmal diesen anderen Realfilm Mulan oder so. Nein, den der- Scheißdreck schauen wir nicht an. Ja, oder Susi und Strolch, sowas hat sie nie beohören. Nein, Nein, nie. so ein Bullshit. Mir nicht. Ich muss sagen, Bitte. also schaubar waren es für mich irgendwie alle, aber immer so, also die hervorhebend waren eben dann auch die Schöne und das Biest und Aladdin. Das waren jetzt zwei von denen, wo ich sage, die darf ich mir auch wieder gern anschauen, weil die waren auch effekttechnisch und so weiter, soweit ich das noch im Kopf habe, hat das alles wirklich gut ausgeschaut und auch kurz Schauspiel und Musik hat passt und so. Aber alle anderen waren so, okay, habe ich gesehen, Haken dahinter, brauche ich nicht nochmal sehen. Aber Pinocchio ist so unterirdisch beschissen gewesen, dass ich sage, die möchte ich nie wieder, ich möchte, dass ich ihn aus dem Disney Plus ausschneiden kann, wenn er auf meinem Fernsehen vorgeschlagen wird. Belanglos. Es ist halt einfach wirklich belanglos. Ich finde, Ja, da, wieder da wirklich schlecht, einfach wieder wirklich schlecht, nicht gerade belanglos, sondern richtig lieblos hingekratzt. Und das ist doch der Robert Zemeckis, den er gemacht hat. Spricht man das so? Ich weiß es nicht. Wahnsinn. ja, das ist eigentlich richtig traurig. Das ist, dass der seinen Namen für so hergibt und das dann am Ende so ausschaut. Ich muss aber auch sagen, wir schauen mal gerade eine Serie an, auf Netflix, das Manifest. Und da Aha. ist auch ein Produzent, der Robert Zemeckis, und ich hab mich noch gefreut auch und denke mir, hey, ja, cool. Aber das ist auch, das Ganze noch ist nach einer Staffel erzählt und es gibt aber dann jetzt, glaube ich, im Ganzen 3 plus im November startet die 4. Staffel. Das ist auch tot. Das ist nach einer Staffel ist alles erzählt und dann magst du eigentlich nicht mehr, weil das ganz kreislich wird. Also, wie gesagt, da war auch Vorfreude im Spiel, die leider nicht erwidert wird. Gut, da muss man ja vielleicht auch sagen, irgendwann endet jede Ära. Andererseits, jetzt gerade bei Pinocchio, mit wie viel schauspielerischem Talent muss jetzt er da gearbeitet haben? Weil, sagen wir mal, der Großteil ist ja animiert. Und wie viel bleibt denn dann bei dem Regisseur übrig, der dann sagt, ja, hier sind meine gedrehten Szenen, jetzt macht's mal bitte das außenrum. Ja, du hast ja die animierten Figuren, werden ja meistens selber Schauspieler durch Motion Capturing eingefangen. Ja, trotzdem. Also, Ach, trotzdem. Okay, Ja, was- Totschlagargument. na, also jetzt Kim, wenn der Tom Hanks dann mit einer Puppe, einer Katze und einem Fisch, die alle 3 animiert sind, da agiert. Ich hoffe, der Fisch war auch Motion Capturing. Vom Leonardo DiCaprio. Oh, leck, das hat mir schon wieder gefallen. Dann hätte ich gesagt, ja, der Fisch, der hat schon in sich gehabt. Wahnsinn. Weißt du, da sagst gerade Fisch, wie behindert war denn eigentlich auch der Monstro? Der hat auch Ja. so Scheiße ausgeschaut mit seinen Tentakeln und alles auf einmal drin. Das war so ein Krampf. Also, was Das soll hab denn ich der ja, Schmarrn? da habe ich mir echt dann danach noch Gedanken gemacht, warum haben es denn dann nicht einfach wirklich einen Wal gemacht? Ist das Ja. auch wieder so ein Tierschutzding, dass die Leute dann sagen, ja, aber man kann doch keinen Wal Monstro nennen und dann, na, was sollen die Ja, kann Kinder ich da schon. denken? Ich kann einen Hund Killer nennen, ist mir auch scheißegal. Was ist das? Na, Killer ist schon eher ein Name für eine Schildkröte. Das stimmt auch wieder. Oder für einen Hasen. Vor allem für weiße Hasen. Aber bevor wir jetzt noch länger über Pinocchio reden, nur noch eine einzige Frage. Und Kani, du bist ja, was die Disney-Welt betrifft, bewandert ohne Ende. Ja, ohne Und- Ende, ich hab's alle gesehen. Ja, alle. Geschrieben, Und alle geschrieben. auf dieser Insel, wo sie ja dann zu Esel verwandelt werden, da kämen doch dann so Schattenviecher und nehmen die Esel dann mit und verschiffen die nach, weiß ich nicht, Timbuktu oder so. Ja, genau. Was sind das für Schattenviecher? Waren die in dem Zeichentrickfilm auch? Na, nicht, dass ich wüsste.
Also an die Schattendinger habe ich mich null erinnern können, Ja, dass sind die das da... nicht Menschen, wo die verschiffern, die Ja, Esel? im Zeichentrick damals schon, oder? Schon, gell? Ja, aber genau. das wird wahrscheinlich zu gruselig gewesen oder zu hart gewesen sein, wenn das Menschen machen, dann werden sie es ersetzt haben durch diese Schattenwesen vielleicht. Das schaut voll gruseliger jetzt Ich aus. wollte gerade sagen, das ist ja viel schlimmer als Menschen. Okay. Also wenn ihr ein Kind war und das sehen hat, also zum einen, ich habe als Kind schon immer höchsten Respekt gehabt vor dieser Eselverwandlungssequenz, die jetzt auch wieder 1:1 in dem Film so drin ist, die ich da auch schon wieder gruselig Ja, gefunden habe. das Und dann hat mich kennen wir früher diese fertig Schatten, gemacht. ja, und dann kennen wir jetzt diese Schattenwesen auch noch zusätzlich. Da weiß ich nicht. Also zum einen muss man bei den Kindern jetzt immer politisch komplett korrekt sein, zum anderen sind die anscheinend richtig hart im Nehmen. Falle, in der Welt, wo die aufwachsen, müssen es das sein. Wir haben es ja noch schön gehabt. Ja. Aber gib nur eine gute Nachricht schnell weiter zum Thema Pinocchio. Es kommt ja noch ein Pinocchio-Film und zwar vom Guillermo del Toro kommt einer und ich glaube, das ist sogar Stop Motion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mir den Trailer Ja. noch nicht angeschaut. Ja, ja. Und das, ich glaube, das wird dann eher so der Pinocchio-Film, wo man sagt, geil, so passt es, so soll das ausschauen. Ah, wenn ich sowas her, ich möchte doch einfach vom Del Toro einfach nur die Berge des Wahnsinns singen. Herzlich willkommen. Lass den einmal was Gescheites machen, bitte. Ja, das wird schon was schaut Gescheites. aber, Ja. das schaut richtig geil aus. Ich habe das Making-of ein bisschen gesehen. Das ist halt wirklich alles komplett mit Stop-Motion gemacht und völlig schön angefertigt. Das wird Schaut wunderbar. dem ist so schön. Und die sagen bestimmt dann Pinocchio. Leg das, wenn sie einmal sagen, dann mach ich einen Dropkick im Fernsehen. Ja, was ich vorhin eigentlich als perfekte Überleitung gehabt habe und jetzt wieder aufgreife. Sorry. Kinder. Ich habe ja diverse Kritiken bekommen in den letzten Wochen, teilweise Drohungen und Einladungen, dass ich zu Menschen nach Hause kommen soll, um Filme zu schauen wie E.T. oder auch die Goonies. Und die Goonies habe ich jetzt endlich nach Ionen der Vorwürfe gesehen. Kabi, da fügst jetzt dann bitte nur Applaus ein dann bei der fertigen Aufnahme. Na, warum? Das machen wir doch wir zwei jetzt. Ja, Ja. super, Gorbi, Wahnsinn, Dankeschön. mit knappen 30. Oder wie alt bist du überhaupt? Ja, 30, ja. Ja, okay. Cool. Ja, und ich muss sagen, ja, die Goonies kann ich schon verstehen, warum ihr so begeistert davon seid. Das ist ganz nett. Ganz nett. Oh, soll ich da den Sack reinhauen oder was? Ich möchte Ganz gern, nett. danke, dass ihr mich endlich dazu drin habt, den Film zu schauen. Mir ist die letzten 30 Jahre was abgegangen und nicht ganz nett. Das Wahnsinn. stimmt. Also da muss ich sagen, wahrscheinlich war das rein rollentechnisch vom John Austen noch vorher der Ringe dann mein Lieblingsfilm mit ihm gewesen, wenn ich das damals gesehen hätte. Ansonsten ist es halt jetzt ganz lang Herr der Ringe gewesen. Es ist ja weiterhin nur Herr der Ringe, aber trotzdem muss ich sagen, geiler Film. Für jeden, der damit gehadert hat und gesagt hat, ja, ich kann mich voll gut mit dem Corby identifizieren, weil der hat wie ich die Goonies noch nicht gesehen. Gibt's keine Leute. So, ich würde sagen, kein Mensch kann sich mit dem Korbi Nein, identifizieren. gibt's nicht. Das warst du, da warst der Einzige, der den noch nicht gesehen hat. Genau. Okay. Sogar na ein gut. Mike seine Buben haben noch schon gesehen. Echt? Mehrfach. Ja, Mehrfach. Sein kleiner Bub, seine ersten Worte waren Zitate aus Goonies. Ja. Boah, krass. Schokolade. Ja, genau. Das hat er dir noch geschmerzt, wenn du wieder in den Kino laufst, so Frau. Ich find's geil, wie jung das denn alle sind. Auch der Josh Brolin und so, das ist Wahnsinn. Ja, voll, gell? Ja, ja. Also da habe ich mir dann gedacht, hey, kämpfst du nicht irgendwann nochmal gegen einen Deadpool? Cool. Wie schon gesagt, John Austin, voll cool. Dann der Jeff Cohen, der ja jetzt mittlerweile den ich gerade verwechselt habe mit dem Chinesen. Also gut, was der Jeff Cohen macht, sagen wir uns ehrlich, kein Mensch weiß das. Dann Corey Feldman, von dem habe ich dann nur einen Film gesehen, da komme ich dann gleich drauf. Freitag der 13. Teil 4. Was? Freitag der 13. Teil 4. Na, Aber wir haben noch keinen einzigen Freitag der 13. gesehen. doch. Holst du Welchen zurück. Den ersten. Welchen? Das Remake, oder? Ja. Alle Jahre Holst mit zurück. Jetzt kriegst du so richtig einen ins Arschloch. Aber richtig. ich habe natürlich an Jonathan Ke Kwan gemeint, den man ja nicht nur hier in dem Film als Data kennt, sondern dann auch als den kleinen, verrückten asiatischen Jungen aus Indiana Jones, Teil 2. Shorty. Shorty? Was, echt? Shorty, ja. Shorty, nicht Schrotty, genau. Mittlerweile ist er ja auch bei, wie heißt er, Everything, Everywhere, All at once, ja. Genau, den der Mike bestimmt dieses Mal in die Rolex dabei hat, weil er Leider nicht, ich hab's okay von meiner Frau nicht gekriegt. Die hat's Cover angeschaut und hat gesagt, es ist wieder so ein Chinesenkrampf, den schauen wir nicht an.
Die muss ich mal anschauen. Okay, Ist der Frau Rassist? Ja, was ist denn da los? Nein, aber Wahnsinn. die mag Chinesenfilme nicht. Und auf die Nacht habe ich jetzt allerdings keine Zeit gehabt, wenn ich es ins Bett geschickt habe. Ich habe jetzt halt ganz viel Star Wars Serien harzen müssen, deswegen habe ich noch keine Zeit gehabt, dass ich mir Das den freut reinhaue. Ja, Ist von mir verziehen. danke. Ja, jedenfalls für alle, die nicht wissen, um was in die Goonies geht, also im Prinzip ein paar brave Bürger wollen einen Golfplatz da richten, wo diese Kinder wohnen, und die Kinder wehren sich halt dann da unerhört dagegen und finden dann am Dachboden von dem Vater vom Sean Austin irgendwie eine Schatzkarte von den Piraten, suchen das, finden dann den Schatz so halb, und am Ende wird dann der Golfplatz doch nicht gebaut und die ganzen Leute sind dann voll traurig, weil sie nicht Golf spielen können. Genau, und am Schluss kriegen sie eine Pizza. Echt? Der Na. Dicke. Ach doch, stimmt, der Junk kriegt dann eine Pizza, ja genau. Voll gut. Den Wackelpudding-Tanz tanzen wir, oder? Der fast heute nicht mehr machen. In einem Remake war die Szene nicht drin. Kannst vergessen. Das war Teil mir nicht Bodyshaming. anschauen. Der, wenn nicht drinnen ist, wenn der Fettsack nicht so einen Schwabbelranzen raushauen muss zum Tanzen, dann schaue ich mir nicht an das Remake. Kannst vergessen, dass Man das muss aber drin ist. sagen, also für was braucht man jetzt von dem Film ein Remake? Also der wirkt heute doch wahrscheinlich nur genauso wie damals 1985, als ihr im Kino gesehen habt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, es kommt eine HBO-Serie, meine ich, kommt, oder? Irgendwas Warum? habe ich da auch schon klingeln gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Warum? Für mich ist der jetzt top aktuell, der Film. Ja, für die. Du bist aber ein Depp, Alter, muss man auch dazu sagen. Hey. Also, Entschuldigung, Ja. habe ich es laut gesagt. Gut, dann, ich habe ja gesagt, ihr habt da nur einen Film gesehen, wo der Corey Feldman, der in die Goonies den Mund oder Mouth gespielt hat, gesehen, wo er auch mitspielt, und zwar Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Die Verfilmung der Erzählung Die Leiche von Stephen King. Und, habt ihr den auch schon mal gesehen? Ja, Ja, Logo. was ist das für eine Frage? Das ist War der auch frühkindliche ganz nett? Erziehung. War der Also auch der ganz war nett? komplett neu für mich, der Film. Cool. Und ich habe dann festgestellt, dass der Kiefer Sutherland da mitspielt. Das war schon mal sehr beeindruckend für mich. Dann, dass der kleine Bub der Will Wheaton war. Das war auch beeindruckend für Stimmt, mich ja. und neu. Und ansonsten ein paar Burm gehen los, weil die gehört haben, dass Bur in ihrem Alter irgendwo in der Nähe verschwunden ist und die Leiche aufgetaucht ist. Und sie machen sich auf den Weg, um diese Leiche zu finden. Dabei erleben sie halt ein paar Abenteuer, und es geht vor allem darum, dass die Burm halt dann auch zusammenhalten, und es geht um Freundschaft, und das ist wunderschön, und ja, genau. Ich bin direkt, ich muss echt sagen, Mike, dir wird es wahrscheinlich auch so gehen, ein bisschen neidisch bin ich auf den Corby. Stell dir mal vor, du kannst das jetzt alles nochmal zum ersten Mal erleben. Ja, das ist schon krass. Das ist irgendwie, mir hätte es zwar nicht als Kind vermissen, dass ich das erleben hab dürfen, also mir hätte keine so beschissene Kinder wie der Corby haben, so heißt es, genau. Aber ich mir hätte trotzdem auch jetzt halt sagen können, dass ich irgend so einen Klassiker zum ersten Mal sehe und dann jetzt auch nochmal so richtig von Herzen schwärmen kann, weil ich es zum ersten Mal erlebt habe. Das war schön. Ich bin ein Absolut. wenig neidisch auf die, Corby. Ja, das Ja, stimmt. vor allem, ich kann das jetzt auch ganz anders schätzen, weil Stephen King liebe ich ja sowieso, und dann da diese ganzen Referenzen erlöschen, wenn es am Anfang heißt, dass das in Castle Rock spielt, denke ich mir, cool. Und Kiefer Sutherland kennt man dann, und John Cusack kennt man, und Und dann- Jerry O'Connell, den den- Dicken, der dann später bei Piranha 3D auch mitgespielt hat. Scream 2. Ah ja, Richtig. stimmt. Ja. Daher kenne ich die Fresse. Die haben meinen Wahnsinn. Schwanz gefressen! Ikonisch. Aber wie schon gesagt, am Ende bin ich dann da gesessen bei dem Film, und dann, wo dann diese letzten Worte am Computer oder der Schreibmaschine da kämen, da sitzt dann schon, dann denkst du, wow. Also Weltklasse-Film, kann ich nur jedem empfehlen, der den genauso wie die Goonies noch nicht gesehen hat. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich jetzt im Oktober mich vielleicht mal an E.T. rantraue, aber wollen wir es mal nicht übertreiben. An E.T. werde ich nie mengen können, weil der damals verantwortlich war, dass Carpenters The Thing so gefloppt ist. Alle wollten so 280 nur friedliche, süße Aliens singen, und dann kommt ein Carpenter, sein abgefucktes Shape-Shifting Alien, und das wollte dann keiner mehr singen. Und ich dachte, Sauerei ist das, Aber Sauerei die ist. Tier hat doch auch wieder Shape geschiftet und einen langen Hals gemacht, oder? Ja, aber der war auch wieder süß dann. Oh, schau hier, schau dir den Hals an. Ja, ich finde Leute mit langen Hälse eigentlich eklig, aber naja.
Ja, Giraffen und so, voll eklig. Ja. Und dann der letzte Film in meiner War-Lex-Auflistung, bevor ich nur kurz erwähne, dass ich natürlich Breaking Bad mittlerweile durchgeschaut habe und El Camino nur hinterhergehauen hat und einfach Breaking Bad geil ist, mit so einem Herz. Also ich forme gerade jetzt ein Herz für alle Hörer, die sich das nicht vorstellen können. Das ist voll schön. Ja, ist echt cute as fuck, boy. Yeah, und ich habe dann noch den Film Dinner in America gesehen. Der war nämlich jetzt letztes Wochenende bei den 99-Cent-Filmen mit dabei. Und ich habe dann, wo ich den Titel gelesen habe, so ein Mic im Ohr gehabt, so, schau ihn dir an. So ein bisschen perversen, mit so perversen, oder? Ah, schau na, oh, Corby. Und dann eine Zunge im Ohr. Ja, genau. Das ist so durchblasen wie bei Loaded Weapon, oder? Soll ich dir ins Ohr pusten? Warum? Die machen das in dem Film auch so. Das war mit dem Einblasen und dann hört das, wie wenn du in einer Flaschen einbläst, oder? Ja, genau. Das war in Hot Shots 2, glaube ich, oder? Weil es hat schon, irgendwann Loaded Weapon, wenn es bei ihm im Wohnwagen drinnen sind, der auch schon wie eine Villa. Ah, ich hab mir gedacht, das war das Sexspielchen da, wenn es am Kühlschrank, wo es einen auf 9,5 Wochen machen. Ich weiß nicht mehr. Also wer gerade zuhört und uns da aufklären kann, schreibt es uns einmal irgendwo schnell drunter, weil Bitte. nicht mehr klar. In welchem Hotshots ist denn das, wo der alte General da auf ein Bild schaut und meint, das ist das Fenster und dann sagt, Der Erste. Der erste. da bewegt sich ja gar keiner. Hey! Der steht da wie ein Ölgemälde. Das ist Weltklasse. Ja. Aber zurück zu Dinner in America. Ja. Ich hab ja gewusst, dass ihr den damals im Hardline, glaub, wann war es? 2020 gesehen habt? Oder was? 21? 21 ist ausgefallen, oder? Ja, genau. Dann Stimmt. Und da hat ja, glaube ich, der Mike damals schon gesagt, dass das eigentlich sein Highlight war, neben Schlaf im Hardline. Jo. Und ich glaube, der hatte ja damals den Publikumspreis oder so Ja, gewonnen. genau. Und ich würde sagen, ja, etwas überraschend für mich, weil da deutlich weniger Splatter-Szenen vorkommen, als ich erwartet habe. Deutlich. Ja, aber saugeil. Also am Anfang sitzt man nur so da und weiß überhaupt nicht, in welche Richtung geht der Film jetzt. Und jetzt erst habe ich nur gedacht, dass das jetzt die ganze Zeit so weitergeht mit diesen komischen Dröhngeräuschen, wenn man einen Simon da sieht, also den Punkrocker, um den es da geht. Und dann habe ich mir gedacht, hui, schau hier, der macht mit der wahrscheinlich mittlerweile 60-jährigen Leah Thompson rum, die man besser kennt als die Mutter von Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Und ja, ein bisschen neidisch ist man da trotzdem. Aber er schwenkt dann ganz schnell um von dem Punkrocker, der Drogen nicht nur nimmt, sondern auch noch vertickt, zu, okay, der hat eigentlich ganz gute Absichten und ist vielleicht dann doch ein recht cooler Typ. Ja, ich möchte eigentlich da gar nicht so viel dazu sagen. Oder Mike, muss ich nur irgendein spezielles Detail nennen, wo du sagst, Corby, ohne das braucht man eigentlich die Handlung gar nicht beschreiben? Nein, das ist eigentlich alles gesagt. Aber wie gesagt, auch von meiner Seite her eine klare Empfehlung. Der ist so locker, flockig, frisch und süß, der Film, dass ganz aus ist. Er hat zwar ein paar so richtige Ecken und Kanten hat er natürlich schon, wo er zu der Rotzigkeit da von dem Film dazugehört, aber an sich ist das eine reine Empfehlung in Sachen romantischer Komödie meets Punk-Rock. Romantische Komödie, Schrägstrich, ich finde, da geht's einfach ganz viel um Selbstverwirklichung. Also, dass man so sein soll und sein kann, wie man das möchte. Genau. Es ist gut so, wie du bist. Ja. Also, nur die Szene, wo die zwei im Auto sitzen und sie ihm dann fragt, ob er findet, dass sie ein Spast ist oder Spasti, das war lecker. Da bin ich da gesessen und hab mir gedacht, ja, du verhältst dich genau richtig. Ja. Und dann hat mich gleichzeitig interessiert, wie sich wohl der Kani in dem Moment aufgeführt hat. Aber nein. Du bist auf alle Fälle ein Spaß für mich. Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der einen Kani kennt, der weiß, dass er wahrscheinlich dann mit einem kleinen Tränchen da gesessen ist und wieder gedacht hat, ist das schön. Ja, Dinner in America ist doch ein sehr schöner Film auch gewesen, finde ich schon auch. Also der ist so, hat bei mir ähnlich gewirkt wie wie heißt der Peanut Butter Falcon? War das Peanut Butter Falcon, ja. Genau, bei dem ist mir auch, so ähnlich gegangen. Der hat auch rührselige Gefühle in mir hervorgerufen. Auf jeden Fall. Jetzt darf mich schon interessieren, mit welcher Begründung war Dinner in America damals im Hardline mit drin? Was hat der Flo gesagt? Weil der Flo ja immer sagt, das extreme Kino gibt's ja nicht nur in Richtung Horror, sondern extrem gibt's ja in alle Richtungen.
Okay. Und er ist ja für eine romantische Komödie schon abseitig. Also es ist jetzt kein Notting Hill, sondern er ist schon eben, wie gesagt, recht kantig, rotzig und eher ein bisschen, wie heißt die Serie quasi Shameless? Ein bisschen so genau. Shameless Genau. Richtung. Da ist ja nichts mit Schönlinge oder sonst irgendwas, die sich verlieben und sagst, ja, ich hab's euch verdient, weil es jetzt beide so unglaublich schön, kein anderer ist für euch würdig. Sondern es ist, wie der Mike schon sagt, ein bisschen dreckiger und realitätsnäher. Und schaut sich vor dem Regisseur bitte nie seinen ersten Film ab, dort ist es nicht. Nein, schneid sich Pulsar dann auf, also ein Scheißdreck ist, dass es nicht aussitzt. Okay. Also das Einzige, was Du schaust den schon an, Kurbi. Das Einzige, was mich in Dinner in America dann ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Ben Stiller da der Mitproduzent von dem Ganzen ist, weil ich eigentlich nicht erwartet hätte, dass jemand wie der Ben Stiller so einen Film unterstützt, aber der darf mit seinem Geld natürlich auch ruhig mal was Gutes tun. Auf jeden Fall. Ich kenne ihn nicht so gut an Stiller, das kann ich nicht sagen, was der unterstützen muss. Du, ich schick dir später seine Nummer, okay? Nein, bitte nicht. Okay, gut. Ja, dann würde ich direkt weitergeben an den Herrn Kani, dann Kani, machen wir Kani, Kim. Der Mike ist Chef heute, ja, der muss sagen, wie jetzt der. Ja, sein rechter Platz ist leer, da wünscht er sich den Kani her. Ja, gib mir. Als Krokodil oder als was soll ich kommen? Kann es ja auch. Nein, das mich keiner. Bei mir waren es in den Monat ziemlich viele Serien, die ich angeschaut habe und die ich ziemlich geil finde. Ich habe jetzt auch mit Gewalt noch schnell die Dama-Serie durchgeballert, damit ich die mit einbringen kann, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das ein Warleck wird. Und ich bin nicht enttäuscht worden, es ist tatsächlich ein Warleck geworden. Auf Netflix wann ist es rausgekommen? Ich glaube am 21. oder ist eigentlich scheißegal, die Seriengeschichte zum Jeffrey Dahmer, jeder kennt ihn, diesen Gourmet. Und er wird vom Evan Peters verkörpert und ich mag den Typen sowieso seit der ersten Staffel American Horror Story, liebe diesen Schauspieler. Bei X-Men war er dann als Quicksilver noch mit drinnen. Oder Quicksilver war er geheißen. Ja. Und jetzt hat hier auch als Jeffrey Dahmer unglaublich gut gespielt. Die Serie ist auch richtig stark, die ist richtig schön unangenehm und man merkt ja die ganze Zeit die Handschrift von dem Ryan Murphy heißt der hat ja meine auch schon bei den American Horror Stories und auch bei den American Crime Stories seine Finger mit drinnen gehabt und das merkt man in der Serie wieder, dass der da mitwurschtelt und ja geil, kann ich nur empfehlen, 10 Folgen, ich fand zwar Folge 8 und 9 haben sie ein wenig als Song für mich, dafür war die 10. das Finale dann wieder sehr stark und im Gesamtpaket unglaublich gute Serie, kann ich nur empfehlen, dass man sich das anschaut, vor allem wenn man zu dem Thema oder mit dem Thema Serienkiller, wenn man da recht interessiert dran ist. Das sind Leute, die Serien zerreißen, oder? Ja. Ganz genau. Also eigentlich auch irgendwo Filmkritiker. Ja. Genau. Wie zart beiseite dürfen wir dann sein bei der Serie? Also so Frage für einen Freund. Von die Schauwerte her, das ist jetzt keine Serie, die da voll auf irgendwie draufholt, wenn er da die Leute sägt oder sonst irgendwas, um das geht's in der Serie nicht, aber die Stimmung ist räudig ohne Ende, es ist halt, wie er erstens mal zu dem wird, ich finde das auch ganz bizarr bei der Serie, weil ich hab sau oft Mitleid mit ihm die ganze Zeit gehabt. Er hat mir ständig Leid da, wo man dachte, eigentlich darf er auch nicht irgendein Leid da für das, was er da hat, aber er tut dir trotzdem leid, wenn du dann so anschaust, wie isoliert das er war und wie einsam das eigentlich ist und wie, dass ihn halt keiner versteht und dass er halt eigentlich nirgends reinpasst. Und wenn es halt dann so ins Erwachsenwerden eingeht, dann wird es halt nur assi, weil er sauft nur, alles ist dreckig, dann heißt es halt ständig über die stinkt und auch die Situationen, wenn er halt da mit seinen Opfern da ein bisschen umgeht, die sind so unangenehm, dass echt, also man darf, sagen wir mal, stimmungstechnisch nicht zu zart beseitigt sein. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe. Das ist gut. Eine weitere Serie ist noch nicht durch, aber die ersten 3 Folgen sind rausgekommen und es ist ja gut, dass gleich 3 Folgen rausgekommen haben. Star Wars geht weiter in Serienformat mit Andor und für mich war ja sowieso der Rogue One war für mich einer der, oder nicht gerade einer, das war für mich der beste Star Wars Film der modernen Filmreihe. Also egal ob das jetzt die Episode 7, 8 und 9 und dann nur die der Solo und so weiter war, also Rogue One, da geht nix ohne. Und jetzt kriegen wir mit Andor eben die Geschichte zum Cassian Andor verzeiht, der vom Diego Luna wieder gespielt wird.
in 24 Folgen, ich glaube, also auf 2 Staffeln aufteilt und sie haben jetzt eben auf einen Schlag 3 Folgen ausgekaut und die machen Bock auf mehr und es soll ja es soll immer so ein Spionage-Thema aufgreifen im Star Wars-Universum. Und finde ich geil, mal abseits von dem ganzen anderen, das man mittlerweile kennt mit Kopfgeldjäger und Jedis und was man sie, einfach eine eigene erzählte Geschichte mit Spionage, im Spionagemantel zu der Entstehung von der Rebellion, habe ich richtig Bock drauf, schaut sau hochwertig aus. Da ist auch so, es ist ziemlich dreckig für Star Wars. Es glaube ich ist jetzt auch das erste Mal, dass das Thema Sex im Star Wars Universum, zumindest im visuellen Universum, sage ich mal, behandelt wird. Und leider kein Porno. Da gehen wir auf andere Seiten, da gibt's aber auf alle Fälle was. Mit Twi'leks vor allem, mit den Augen. Hätte mir jetzt ehrlich gesagt bei Disney Plus irgendwie auch schon wieder nicht gewundert. Ich weiß nicht, mit Disney Plus hat mittlerweile so viel Zeug drinnen, dass ich sage, ich kann mich da nicht mehr drauf berufen, das ist Disney, das macht das falsch, Shadow Prey, was da rausgeht, was die da im Wald da lassen. Von der Denke muss wegkommen, das habe ich schon gesehen. Vor allem, ich meine, der Kontrast ist einfach bei Disney meistens so krass. Das habe ich ja bei Ding, glaube ich, auch gesagt, bei der Aufnahme von The Hills Have Eyes. Also, da haben sie halt auf der einen Seite die süßesten Kinderfilme überhaupt drin und dann auf der anderen Seite die brutalsten Filme, wo es halt einmal passiert, dass einer einen wellensittigen Kopf abbeißt. Ja, wenn er Hunger hat. Was man für die geringeren übel ist. Ja, genau. Ja, wie gesagt, Disney ist halt der Name, mit dem, man darf halt nicht, den nicht nur noch auf die Zeichentrickfilme von damals abbrechen. Es ist halt, Netflix hat auch ein kindgerechtes Paw Patrol Kino drin und auf der anderen Seite dann ein Babysitter, wo so anders blättert, dass du sagst. Also, weg von dieser Denkekorbe, sonst gibt's Abschellen. Gibt nicht der neue Hellraiser bei Disney Plus? Also da ja über Hulu kommt, stehen die Chancen gut, dass er dann auch bei uns auf Disney Plus erscheint. Ich hoffe, dass er dann auch zeitgleich erscheint, weil also am 7. Oktober, Mann, ist ja das Datum. Ja. Und ja, der Trailer war ein kleines Leck eigentlich wert, weil der schaut schon mega fett aus. Da bin ich so gespannt. Oh ja, der schaut richtig, richtig gut aus. Mhm. Aber schaut sich auf jeden Fall, du bist jetzt gerade dabei, hast vorher gesagt, mit den Star Wars Serien kannst du gleich mit Endor weitermachen. Auf jeden Fall. Sehr schön. 2 Folgen Obi-Wan und dann geht's ab. Sehr schön, sehr schön. Das mag ich. Und 24 Folgen gleich von Anfang an bestätigen, ist ja gar nicht mehr so verkehrt, ne? Ja, genau, die Geschichte soll auf 2 Staffeln eben dann aberzählt sein. Und das ist ja okay, wenn man weiß, dass es dann nicht abgespielt wird, sondern dass man wirklich schöne, knackige 24 Folgen, dann ist die Geschichte der Zeit, Thema vorbei. Mogi, so darf's weitergehen. Und dann habe ich noch eine Serie, die mittlerweile rausgegangen ist, ich weiß nicht, haben wir schon mal kurz geredet, ob du mittlerweile reingeschaut hast, in die Ringe der Macht-Serie. Nein, immer noch nicht. Nein. Hast du nicht reingeschaut? Ja gut, jetzt hast du gerade noch, glaube ich, 2, 3 Folgen übrig, dann kannst du noch warten, bis komplett drin ist, dann kannst du horzen. Hast auf alle Fälle was vor dir, weil jede Folge dauert ungefähr 1 Stunde und 10 Minuten. Und ja, ich find's voll geil. Also ich war am Anfang nach dem ersten Trailer, war ich auch verhalten. Nach dem 2. und 3. Trailer habe ich mir gedacht, okay, das schaut schon eher nach FC aus, mit dem ich mich aufreiten kann. Und dann nach die ersten 2 Folgen war ich voll drin. Finde, es ist ein absolut geiler Spagat zwischen Peter Jackson-Stil und was völlig Eigenem. Man merkt halt immer so ein bisschen, dass sie vor allem in die ersten 2, 3 Folgen, sagen wir mal, so an Shots und ein bisschen am Score und an die Kostüme auf alle Fälle am Jackson orientiert haben, aber trotzdem was Eigenes auf die Füße gestellt haben und man sagt ja der Serie fast immer sein Budget voll an. Es gibt 1, 2 Szenen, wo du dann immer mal sagst, ja okay, da ist jetzt vielleicht einmal das Budget vergessen worden, was wir eigentlich zur Verfügung hätten, aber ansonsten finde ich es eine unglaublich bildgewaltige Serie, also das ist ein ganz neues Niveau, was man an Shots und so weiter in der Serie sagt, was hat's vorher, glaube ich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das vorher schon mal gegeben hat. Es kommt zwar jetzt nicht an die erzählerische Klasse vor Game of Thrones ohne, aber für sich als Herr der Ringe-Fan, also ich bin absolut abgeholt und begeistert von dem Ding. Okay, aber direkter Vergleich mit Herr der Ringe ist schwierig, oder? Ist schwierig, ja, aber ich darf jetzt zum Beispiel auch sagen, es ist für mich näher an Herr der Ringe dran, als es zum Beispiel der Hobbit war, weil der Hobbit auch so hochglanzpolierte Gewichse war, dass ich jetzt mal speimen kann, wenn ich so schaue. Und das ist jetzt, obwohl da so viel Budget drinnen steckt, ist es für mich nicht so hochglanzpoliert, wie es zum Beispiel der Hobbit war. Es schaut wieder ein bisschen bodenständig aus. Das Ork-Design ist Weltklasse, also die Orks sind für mich das absolute Highlight da drinnen. Man sagt Casa Doom, voll geil, also das war auch nur stark, also ich bin in jeder Folge wieder sind da Sachen dabei, wo ich mit offenem Mund da sitze und denke mir, geil, ich habe jede Folge, glaube ich, auch 3-mal angeschaut mittlerweile, weil es so gut ausschaut, das hat einen, wie gesagt, der Score holt ja voll ab, hat zwar nie die Klasse von der Herr der Ringe Trilogie, aber ist auch was Eigenes, ganz Tolles und also ich bin voll dabei, ich freue mich auf jeden Freitag, wenn eine neue Folge kommt.
Ja, Cool. schön. Bin ich gespannt. Ja, schön. Und vor allem, da sind ja mehrere Staffeln geplant, gell? Also ich glaube 5 oder so. Ja, sind also 4 in oder 5, dem- glaube ich, sind auf alle Fälle jetzt erst einmal angesetzt. Und ist so, meine, die teuerste Serie aller Zeiten, die bis jetzt dann produziert wurde. Was aber, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das nicht von One Piece dann abgelöst werden soll an Budget. Das hat sich auch geheißen, dass das die teuerste Serie aller Zeiten wird, die Macht Realverfilmung. Netflix, oder? Genau. Okay. Schaut auf alle Fälle auch schon cool aus, die ersten Battle. Die bauen nämlich ganz viel, die bauen wirklich die Schiffe nach und die ganzen Kulissen. Es wird nicht nur vom Bluescreen alles hingeschissen, sondern es werden auch wirkliche Kulissen baut und das ist schon mal sehr viel wert bei der One Piece Aber Serie. die andere Echt? Serie ist haben sie aber auch schon in den Sand gesetzt, oder? Das Cowboy Bebop, war das, oder? Was Ja, War war eine das? gute Serie, die hat Spaß gemacht. Also da war ich eigentlich auch voll drin. Also das war echt geil. Aber die haben so wieder voll abgesägt nach einer Staffel, oder? Das hat ihnen alles nichts geholfen. Ja, aber sagen wir mal, Cowboy Bebop ist halt nicht ganz so von der Reichweite das, was bei One Piece erreichen Okay. kannst. Also ich glaube, Ja, One genau. Piece ist ja eigentlich der Anime mittlerweile schlechthin, den die meisten kennen. Und Ja, auch ich Dragon glaube- Ball. Ich glaube auch, also sind ja diese 3 großen, oder hast du, also One Piece, Naruto und Dragon Ball sind so die 3 großen Animes, die eigentlich jeder kennt. Ja. Und ja, Cowboy Bebop, also mir hat das gefallen und ich hab mir davor auch noch mal den Anime angeschaut, der hat ja auch gerade, was sind denn das, 24 Folgen oder so. Und wenn man dann direkt einen Vergleich gehabt hat, dann erstens mal ist die Hauptrolle vom, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt, sehr gut eingefangen John worden. Und Chow, auch oder? ja, genau. Und auch da haben sie sich auch voll Mühe gegeben, dass da wirklich auch so Shots teilweise wirklich genauso ausgeschaut haben wie die Einstellungen im Anime. Also, ja, das ist irgendwo, glaube ich, einfach so Prinzipienbockerei teilweise von vielen Leuten, weil es ist ja gleich bei der Ringe der Macht-Serie, was du da Scheiße im Internet liest, an was sie da aufgeregt wird, wo ich sage, wenn du wegen dem die Serie nicht genießen kannst, dann sollte man da einen Fernseher wegnehmen und die sollte man irgendwo in den Wald aussetzen, das Saudepp, weil sowas Dummes wie die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist, ja. Aber du bist dir sicher, dass die Schiffe nachbauen bei One Ja. Piece? Ja. Sagen wir mal, das, was ich jetzt gerade da zur Flying Lamps sehe, das ist jetzt noch nicht so real. Aber Ja, da muss man, da gibt's zum Beispiel das wo ein Sanji aufgabelt, bei diesem Restaurantschiff, da bauen sie was nach. Also drei Setbeutel habe ich gesehen von Nachbau die Kulissen und Flying Lamp zum Beispiel auch. okay. Ich bin schon gespannt. Ja. Und ich bin auch gespannt, was du dann sagst, wenn du die Ringe der Macht angeschaut hast. Da bin ich auch gespannt, was du dann sagst, weil du bist ja auch ein riesen Herr der Ringe-Fan, gell? Ja, und ich hoffe, du sagst jetzt gerne noch was zu House of the Dragon oder House of Dragon. Ich weiß schon gar nicht, wie es Ich wollte gleich noch richtig heißt. ein kleines Leck noch scheißen für, wenn wir schon beim Tolkien-Universum sind. Ich war nämlich wieder mal in der Herr der Ringe Nacht im Kino. Cineplex Vilsbiburg hat der Herr der Ringe Nacht durchballert. Am Samstag Teil 1 und 2 und am Freitag Teil 3 in die Extended Editions. Und es war einfach wieder mal Weltklasse, die 3 Filme im Kino zum Singen. Sehr schön. Das war richtig Ja, schön. da war ich in einem Marathon in München, wo der letzte Hobbit rausgekommen ist. Ah, da Die war ich in 3 Landshut. Hobbits hintereinander und dann direkt hintereinander Herr der Ringe. Das waren lange 18 Stunden. Ja, aber sie sind's wert und ich darf jetzt mal wieder. Also, wir werden irgendwo, wenn bei uns in der Nähe, fahrbare Nähe, Herr der Ringe Marathon im Kino ist, dann werde ich in diesem Kino den Sessel voll schwitzen. Schöne Vorstellung, Ja, schöne war jetzt auch, Vorstellung. ich glaube, der Absolut. dritte. Damals, als Herr der Ringe 3 gekommen ist, waren wir in der Herr der Ringe nach dem Blattling. Beim ersten Hobbit, als der gekommen ist, waren wir in Landshut mit Hobbit 1 und die 3 Herr der Ringe und jetzt halt eben nochmal in Vilsbiburg, nur die 3 Herr der Ringe. Sehr geil gewesen. Aber zur Zeit ein Haufen so alte Hammen, die es nochmal ins Kino bringen. Reservoir Dogs kommt jetzt noch ins Kino. Highlander läuft nochmal im Kino. Klapperschlange läuft im Kino. Also kann man nochmal ein paar coole alte Klassiker im Kino nachholen. Da werde ich überall drin sitzen und auch da den Sitz voll schwitzen. Apropos Reservoir Dogs, ich habe jetzt heute bei Amazon ein Newsletter gekriegt und da gibt's jetzt ein nice Steelbook von Reservoir Dogs, Ja. wo ich mir gedacht habe, das ist auch ein wenig einfallslos, dass man nur den Typen von der Seite sieht und dabei kann man das Ohr weg da. Ja, das ist genau. ein Magnet drauf. Wie geil Geil. ist denn das? Ja, brauchst. Man kann quasi bei dem Steelbook das Ohr weg da und dann steht drunter der Titel Reservoir Dogs. Also wer den Film kennt, weiß, was das heißt. Und das ist ein Gimmick, das finde ich nur geil. Das ist wie die Zunge beim Steelbook von Ichi the Killer, wo eine Zunge mit dabei ist. Brauchst auf alle Fälle. Voll, auf jeden Fall. Und wer Reservoir Dogs nicht kennt, der hört sich bitte unsere allererste Folge an. Oh, Aber unsere da ersten waren wir Podcast-Gehversuche. Süß. Warst du überhaupt dabei, Mike? Ja, freilich. Achso, okay. Immer wieder ausgerutscht. Immer wieder ausgerutscht. Ja, war schon süß, unsere erste Folge. Ja. Ich hätte mir gerne nur zum Wichsen. Himmels Corby, Willen. der Corby, was? Um Himmels Willen. Himmels Willen, warum? Ja.
bloß mir aus deinen Fantasien raus. Nein, da bist du immer drin, Mike. Oh Gott. Na gut. Du Ich weißt kann gar auf nicht, jeden Fall Dinge. was auf deiner Glatzen schon ist draufgegeben ist. Vor allem ich. Also, der Corey hat sich ja gewünscht, dass ich was zu House of the Dragon sag. Und ich hätte es tatsächlich auch dabei gehabt, weil ich bin ab Folge 1 bin ich wieder im Game of Thrones Fieber drinnen. Vor allem, weil es ja auch ab Folge 2 das Intro von Game of Thrones einfach wieder mit hernehmen, den Sound. Und das ist einfach nur geil. Der Sound geht los, ich hab sofort wieder Gänsehaut und hock vorm Fernsehen und denk mir, geil, was geht heute wieder ab, wenn erledigen es heute wieder. Man hat viel mehr Drachen-Action dabei, das ist natürlich auch cool. Und bisher, jetzt sind es 6 Folgen. Jeden Montag kommt eine neue Folge auf Sky, bei uns kann man es auf Sky wieder anschauen. Also fängt das Flair von Game of Thrones wieder voll ein. Also ich bin voll drinnen und bin gespannt wohl, wie das Ganze ausgehen wird da. Weil es werden schon wieder ordentlich Intrigen gesponnen. Wie viele Staffeln sind da schon fest geplant? Ach, wie viel das da fest geplant sind, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wir sind ja bisher nur, also ich weiß bisher nur also es ist auf alle Fälle die 2. Staffel, die ist angekündigt, genau, die haben sie nach dem Release, hat es ja gleich eine 2. Staffel gegeben. Das war das Lustige, House of the Dragon wird um eine Staffel verlängert und Resident Evil gleich mal nach der ersten eingestampft. Warum wohl? Ach, ich weiß es auch nicht. Der falsche Sohn ist gestorben. Aber Staffel 2 ist safe und auf wie viele Staffeln die Geschichte ausgelegt ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, habe ich noch nichts gelesen drüber. Okay. Ich hoffe nur, sie machen nicht den Fehler wie bei Game of Thrones, dass auf einmal immer langsam, dass auf einmal so zum Hudeln anfangen, sondern dass sie sich halt da die Zeit lassen, weil man weiß ja, wie die letzte Staffel Game of Thrones polarisiert hat. Ich hab damit leben können, aber es war mir trotzdem auch so, dass ich sag, ich hätte lieber weiterhin so gemächlicher Zeit gehabt, weil es hätte doch Zeit gehabt. Warum habt ihr nicht einfach das weiter, das hätte ja noch 3 Staffeln laufen können. Ich verstehe es halt noch nicht. Aber ich hoffe, dass diesen Fehler bei House of the Dragon nicht machen werden und hätte es auch nicht verdient, genauso wenig wie es Game of Thrones verdient hatte. Aber bisher ersten 6 Folgen sehr, sehr cool. Schön. Ja, ich habe nur Positives bis jetzt gehört und freue mich da schon drauf. Ich möchte halt das genauso machen wie dann bei die Ringe der Macht und das halt dann richtig genießen, wenn da schon eigentlich fast alles draußen ist. Mhm. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich werde es halt dann nochmal richtig genießen, wenn es draußen ist. Ja. Also der Matt Smith, der einen Prinz Daemon Targaryen spielt, der ist halt eine Weltklasse. Man kennt ihn auch aus dem unglaublich guten Morbius als Gegenspieler. Zauberhaft. Morbius, beste Film ever. Zweimal ins Kino gekommen, zweimal gefloppt, haben nicht viele Filme geschafft. Ist sehr cool. Auch die Millie Alcock heißt, die spielt die junge Rhaenyra, die fand ich auch sehr cool. Ich weiß nicht, kennst du das Meme mit dem lästigen kleinen Gorsburg, der immer so mit dem Kopf nach oben schaut, als wäre er jetzt gerade eingeschnappt? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Genau, so schaut die ungefähr die ganze Serie, die das mitspielt. Das ist auch super. Also, ich denke mal, also sehr coole Figuren. Ich bin heiß auf mehr. Hört sich gut an. Und jetzt kommt hoffentlich gleich noch dein Bericht, Warleck, es ist endlich ein Teaser draußen zu The Last of Us. Ja, der hab jetzt nicht mit eingenommen, weil ich so voll Warleck, weil ich hätte noch ein größeres dann, aber gut, wenn du das hören möchtest, dann teilen wir uns doch das schnell. Warleck, es ist endlich der erste Teaser zur HBO-Serie The Last of Us, die nächstes Jahr rauskommt, erschienen und ich hab Gänsehaut gehabt. Ja, bei dem Clicker-Sound, da habe ich sofort wieder Panikattacken gekriegt. Ich hab einfach mir gedacht, oh Gott, ich weiß jetzt schon, ich schau mir das an und wahrscheinlich nach der ersten Folge spiele ich gleich wieder nochmal das Spiel und dann freue ich mich bei jeder Folge genauso drauf und denke mir dann jetzt mal, boah, leck, was wird denn das werden, wenn da mal der Part 2 dann auch verfilmt wird, dann, oh Gott, da muss ich wahrscheinlich heulen. Ja, ich werde auch ganz viel warnen auf alle Fälle. Aber, ja, geil. Hast du die Spiele gespielt, Mike? Das erste. Ja, spielen wir das zweite, sonst hau ich die. Okay. Also, als zweite ist es nach wie vor so, ich kann mir zum Beispiel von Pearl Jam Future Days nicht mehr anhören, ohne dass ich Gänsehaut kriege und ein mulmiges Gefühl. Bei mir ist mit Take on Me so. Ja, bei Take on Me ist das Ding, da habe ich kein mulmiges Gefühl, weil es ist eine schöne Szene. Schön, das ist genau. Das ist wirklich einfach. Bei Future Days, boah. Mittlerweile ist ja, oder was heißt mittlerweile, ist ja gut, fast am Jahr ist jetzt der volle Soundtrack von den beiden auf Spotify drauf, wo sie halt diese ganzen Coversongs singen. Mhm. Und boah, Wahnsinn. Nice. Wahnsinn.
Was noch ein Riesenwolleck war bei mir letzte Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, fett auf Konzerte gewesen, sowas, ja, fast wie ein Festival, gerade mit jedem Tag heimfahren. Ja, ich klinge mir jetzt aus, dann, war schön. Corby, du warst doch auch auf einem gewesen. Ach, hau ab. Ich hab mir Montag Menasmoos mit den 257er angeschaut und Dienstag, Mittwoch hab ich mir Menasmoos mit KIZ angeschaut und das waren absolute Mega-Warlegs. Das war vor allem der Moshpit bei KIZ. Alter Schwede, da ist rundgegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich komme da jetzt vielleicht nicht mehr raus, aber dann soll es so sein, wenn dann hier. Da kommt aber auch mein Wort direkt mit rein, weil nämlich am Dienstag war da ein Rindviech vor dem Herrn in dem Konzert, was habe ich noch nie erlebt. Ich habe allgemein am Dienstag, als wir uns das angeschaut haben, ich habe noch nie so ungemütliche Leute wie am Dienstag erlebt auf einem Konzert, das war ganz bizarr. Da waren nämlich von Truffis über sonst irgendwelche lästige Saudeppen bis hin zu diesem riesengroßen saudummen Mistrindviech, das das little böse Mädchen von KZ ein bisschen zu ernst genommen hat. Die hat nämlich jedes Mal, dreimal hat die während dem Konzert zum Rauffahren angefangen da drinnen mit irgendwelchen Mädels, die an ihr vorbeigegangen sind und sie aus Versehen angerempelt haben und sofort Catfight-Modus mit Haarreißen am Boden schubsen und umeinander hauen, dass der Freund sie wegziehen hat müssen. Und ja, ich hab mir gedacht, Alter, was soll das? Wir sind auf einem Konzert, das passiert, dass man da mal angerempelt wird. Wenn es dann nicht passt, dann geh ich auf kein scheiß Konzert da drin. Beim dritten Mal ist an einen Typen an Gurgel gegangen und da hat man gedacht, ja, warum kommst du jetzt nicht gerade an einen Frauenschläger? Aber ja, war keiner, der hat das nicht getan, sie ist wieder ausgekommen. Das sind so Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wo sind die Frauenschläger, wenn man sie gerade mal braucht? Hallo, ich war auf dem KZ-Konzert, da darf man sich in die Witze da wahrscheinlich auch mal bringen, oder? Ja, okay. Aber ja, in dem Fall hätte es halt einfach verdient gehabt, weißt du, weil es waren, du musst dir das vorstellen, geht ein Mädel an ihr vorbei, rimmt jetzt aus Versehen an, ich glaube, die zweite hat sich sogar umgedreht und hat Hände zu entschuldigen nach oben da, und die ist ja sofort in Tor rein und hat's nach hinten auf den Boden abgerissen. Wir haben ja schon mal, schon oft gesagt, wir sind ja nicht echt für Gewalt und so, und das ist keine Lösung, aber ja, ab und zu, bei uns in Bayern sagt man, der Schotter soll scheinen halt nicht, gell? Und das war eines dieser ab und zu Momente. Ja, normalerweise, wenn du sowas erzählst, dann kommt die Pointe und der Kane rettet dann den Abend und, weiß ich nicht, hat sich wahrscheinlich zwischen die Mädels dann gestellt, hat dann gesagt, ach, jetzt kommt schon, ist doch alles gut. Nein, es hat nämlich tatsächlich einer links und rechts im Arm und dann zusammen hin und her geschwenkt und dann... Ja, Sandwich gemacht. Ja. Es hat tatsächlich einer geschrien, wo sind die Frauenschläger, wenn man sie gerade braucht, und dann ist der Kane gesagt, ist hier anwesend. My business. Genau, It's a dirty business. Genau, ich hab's gesagt, aber einer muss da, das ist ja immer so. Wie früher der Henker, weißt du, dem hat's sicher auch keinen Spaß gemacht, aber es hat halt einer tun müssen. Ja. Ganz ja, aus. Dann habe ich erstmal respektvolle Rückhände verteilt und dann war da Ruhe in dem Verein. Habe ich irgendwo vorne im Moshpit versteckt, dass wir nicht finden. Ja, das waren auf alle Fälle 3 Tage fetz war leck, weil ja, Menasmoos dreimal live hören mit dem Hit, mit dem größten Hit der letzten 30 Jahre, 3 Uhr nachts, ich hab schon wieder Bock auf den Arschloch, besser geht's einfach nicht. Und dann eben ein war direkt mit diesem riesen Rindviech, das hoffentlich irgendwann, ja, wirst du sehen, war direkt dann auch dabei. Und damit ich nicht nur einmal geschimpft habe, muss ich noch ein zweites Mal schimpfen, ein weiteres war Dreck. Das kann vielleicht der Maika mit bestätigen, weil du ja auch öfter mal Sachen importieren lässt und dann einen Zoll zahlen muss. Ja. Und mir geht es mittlerweile so auf den verschissenen Sack, wenn der Postbot kommt und sagt, ja, du musst 24,68 € zahlen. Kannst du ausgeben? Ich hab grad 25. Nein, kann ich nicht. Warum kannst du nicht ausgeben? Warum haben die nie Geld dabei? Was ist mit denen? Die müssen doch sicher öfter Zoll kassieren. Das wird nicht das erste Mal sein. Jetzt habe ich schon 4-mal Zoll zahlen müssen an dir. Und jetzt mir hat's geheißen, sie können nicht ausgeben, weil sie kein Geld nicht haben. Das ist doch abgekachtetes Spiel. Die wollen doch gerade von mir jetzt mal einen Euro Trinkgeld haben. Ja. Haben sie es kleiner? Nein, habe ich nicht. Haben sie es größer? Haben sie es größer? Das ist jedes Mal, ich hab da, bei denen 4-mal jetzt sicherlich insgesamt schon 7 Euro Trinkgeld hergeben, weil ich mir gedacht habe, nein, lieber gib jetzt ein Trinkgeld her, bevor ich dann wieder zur Post stehe, ausgefahren, hol mir meinen Scheißtrick. Musstest du eine Tüterlei tun? Nein, ich kaufe keine Pornos. Nein, ich muss das Geld in Tüterlei tun und dann darfst du erst der Postbote erst nehmen. Ach so, nein, die sacken sich das wahrscheinlich selber, ey. Ah, wahrscheinlich. Mir wundert es dass ich noch keine Mahnungen gekriegt habe. Das ist wie die Polizisten, die mich damals aufgehalten haben, weil ich telefoniert habe unterm Phone. Wir können jetzt die Sonntagsvariante machen oder die neue. Was ist der Unterschied? Ja, Sonntagsvariante, 25 € Strafe und bei der neuen 80 € Bearbeitungsgebühr und einen Punkt in Flensburg. Da sage ich, ja, nehme ich die Sonntagsvariante. Ja, dann gibt's mir's bar.
Alles klar, bei Mackie habe ich wieder gesehen, wie sie sich ein Ich wollte einbauen gerade sagen, haben. das ist so 2 Menüs und noch jeden cheesy extra dann 25 Euro. Aber das Wow, Gute cool. war, dass ich gesagt habe, Sonntagsvariante, dann haben sie gesagt, gib's mir 25 Euro Bahn, und dann habe ich gesagt, ja, ich hab kein Bargeld dabei, dann war das auch lästig, weil ich ihn auf die Wache bringen hab müssen. Hat der andere einen scheiß Mac-Menü zahlen müssen, nicht ich. Aber Kani, war das wieder so ein Postbote, der gar kein Postauto und keine Postuniform hat, sondern so ein T-Shirt, wo drauf stand, das Post. Ja, mit B. Mit Edding geschrieben auf dem weißen T-Shirt. Ja, genau. Und hab gesagt, ja, klingt nur fair, hier. Und wo ist mein Backerl? Das kommt schon noch. Genau, Das sonst kommt was, mit der Post. wo ist mein Packerl und zack, Bucket hat er mich. So ist gewesen. Naja, damit ich mich auch aufgeregt habe und ein bisschen auf Postboten schimpft, die nie Bargeld dabei haben. Wir jetzt nicht wissen, wie viele von uns, meine Freunde, die das anhören, jetzt gerade so dingen, halt doch du dein Maul, Kani, du Pisser. Jedes Mal heißt, ich hab kein Bargeld dabei, leih mir schnell Epsi und ich schick's dir per Paypal. Aber, naja, ich kann Post nicht per Paypal zahlen, also lasst mich in Ruhe. Okay, gut. Sehr Super schön. Geschichte. Sehr schön, sehr schön. So. So, jetzt muss ich noch meinen Senf loswerden. Und ich hab recht viel Scheißdreck gesehen, aber den, wo ich eigentlich gar nicht schmerzen mag. Wie gesagt, sag ich wieder Marvel-Serien. Star Wars-Serien, sehr schön. Also Boba Fett bin ich sehr begeistert gewesen, hat mir super gefallen. So Schon, richtig gell? Spaghetti-Western-Feeling kommt da auf, also so richtig. Dann auch die Inszenierung von Rodriguez kennt man auch in bestimmte Einstellungen 1:1 raus, wo man sich an Filme wie Desperado erinnert fühlt. Produktionsdesign, unglaublich, was da Kohle drinstecken muss, wie schön das alles ausschaut. Obi-Wan genauso. Bin ich begeistert. Bist schon du mit Also Obi-Wan? jederzeit, 2 Folgen habe ich noch, aber das, was man da so alles gesehen hat, dann ab Folge 3 ist schon alles, wow. Wow. Und der Ian McGregor, der passt halt einfach als Obi-Wan, der ist da perfekt, wieder mal perfekt besetzt. Ja, und Ding ist auch cool. Also, die Schauspielerin von der Lea. Ja, voll. Gefotzt Mistviech. Richtig cool. Ja. Sagst, genau aus dir wird der Lea, genau aus dir wird so eine. Ja, genau. Was ich auch noch mal gesehen habe, war As Above, So Below, Katakomben. Da haben wir vor kurzem mal geredet über den Regisseur, der John ist geil. Eric Dowdle, wegen Quarantäne, genau, der hat Quarantäne gemacht, im Rec-Podcast haben wir drüber geredet. Was heißt denn Leute wieder Daudel? Dowdle, ich weiß nicht, warum er daudelt. Katakomben, ich möchte fast behaupten, einer von meinen liebsten Found-Footage-Filme. Der ist ultra stark. Ist allerdings eine Gratwanderung zwischen einem Abenteuerfilm und einem Horrorfilm. Und wenn das dann, der Horror dann ein wenig so mystisch ist mit Tore zur Hölle und was weiß ich, da bin ich voll dabei. Und kann ich jederzeit wieder schauen und jederzeit empfehlen. Ja, da schließe ich mich an. Sehr, sehr geiler Film. Also Jo. für das, dass ich Frankreich insgesamt nicht ganz so mag, ist das ganze Rassist. Setting und... Hey, unglaublich, was das für ein Nazi ist. Was? Ja, hast du schon verstanden. Was? Und Was? dieses Setting mit den Katakomben, mit den titelgebenden Katakomben, ist ja Wahnsinn. Also ich möchte unbedingt hin. Also ich muss da hin, ich möchte das Ich wollte gerade also, sagen, ich möchte da nie hin. ja, Ja, nee, ich bin so bleib raus, ja Alter. ich bleibe ja auf die Pfade. Die haben ja nur in die Hölle runtergefallen, weil sie da Pfade betreten haben, wo man nicht hin soll. Ich, ganz offiziell verzichte ich da drauf. Also Nein, muss man gesehen haben. Ich glaube, dass das wirklich mega ist. Und dann noch gleich in Ja, Disneyland Paris rein. Zum Oberkimmer. Zum Oberkommen. Zu den Avengers. Ja. Nein, da fahr ich lieber zu den Toy Story Seppen oder so. Ich muss richtig Oberkimmer da noch. Was ich gerade gesehen habe, bevor ich jetzt hergesessen habe zum Podcast, wie das Minions, der neue Rise of Gru. Ja, wir haben wieder mal da so einen Fall wie bei Godzilla vs. Kong, wo man sagt, okay, weniger Menschen, mehr Monster, gerade in dem Fall da die Minions sagen anstatt Monster. Jetzt mal, wenn die Minions untereinander sind und irgendeinen Scheiß machen, lochst die tot. Und kaum geht die Story voran, in Anführungszeichen, und es geht um die menschlichen Protagonisten, dann zückt sie das, dann mag das Feuer nicht überspringen. So leid's mir tut. Im Endeffekt geht's darum, dass der Gru jetzt der Oberbösewicht werden möchte, ist aber nur ein kleiner Rotzleffe und versucht sie bei der ultimativen Anti-Avengers-Clique er möchte da einfach dazukehren zu die Besen im Endeffekt, so eine super Bösewicht-Gruppe. Und die nehmen ihn halt nicht für voll.
und dann verstricken sich die Ereignisse, der Crew wird entführt und die Minions suchen ihn. Und da ergeben sich halt dann ganz viel so Slapstick-Einlagen mit den Minions untereinander, wo es die wirklich totlachst. Ja, leider nur Mittelmaß. Und der Schluss ist wieder so nervig wie bei dem ersten Minions-Film mit Kaiju-Action. Das hätte es absolut nicht braucht. Okay. War doch ich fand den drei gibt's davon Minions. Nein. Nein, der dritte, ich einfach unverbesserlich war der Direktor. Ja. Der mit seinem Bruder. Ja, genau, mit dem Bruder. Den fand ich schon furchtbar. Ja, na, wie gesagt, das ist leider nur Mittelmaß. Er hat seine Momente, er ist lustig, aber die 16 €, was die Blu-ray kostet, hat, ist er leider nicht wert. So leid's mir tut. Ah, sind wir raus. Und für Kinder manchmal auch zu schnell. Also ab 6 lasse ich mir eher, ja, ab 6 ist okay, aber alles, was drunter ist, eher fragwürdig, weil er doch recht grob ist manchmal und recht schnell geschnitten ist. Das kann die Kleiner schon mal überfordern, würde ich fast behaupten. Aber da hat von euch noch keiner gesehen, oder, das Ding? No. Na, ich habe nur Schlechtes bis jetzt drüber gehört. Okay. Und ja, ich fand den ersten Minions-Film ganz witzig. Ja. Also waren ja viele Sachen dabei, bis gerade so Popkultur-Verweise, wo man dann da sitzt und kurz mal so ein Ha! Rauslässt. Gell? Kani. Und genau. Und bei dem, ja, wie schon gesagt, habe ich bis jetzt noch nicht ganz so viel gute Sachen gehört. Okay. Wenn er mal irgendwo gratis drin ist, dann schaut's euch an, ansonsten da die Finger nicht weglassen. Da muss dann Sky-Ticket herhalten oder Prime 99 Cent Aktion. So, genau, das lasse ich mir eingehen. Was ich auch gesehen habe, der Film, ja gut, wegen Ada kann man fast nicht sagen, von 2018, und zwar Searching, wo wir wieder beim John Cho sind, den wir vorhin schon gehabt haben bei, wie hat er geheißen? Cowboy Bebop, den kennt man ja aus Harold und Kumar und American Pie. Und Searching ist Desktop-Thriller. Also das ist wieder so ein Film, der nur am Desktop von einem Laptop spielt oder am Handy. Und wo man glauben möchte, das ist nicht unterhaltsam, das gute 1,5 Stunden sich anzuschauen, der läuft Gefahr, dass einem ein guter Film entgeht. Der war wirklich hervorragend gemacht, extrem spannend, spielt mit der heutigen Technik extrem gut. Also ich habe wieder ein paar Sachen dazugelernt. Ich als hinterwäldlerischer Bauer, der ganz viel Technik, aktuelle Technik nicht kennt, ist wieder eines Neuen belehrt worden, was so möglich ist. Und er war wirklich auf die 1,5 Stunden extrem unterhaltsam, spannend und sehr überraschend am Ende. Kann ich auch nur empfehlen, war wirklich ganz, ganz stark. Kennt aber auch wieder keiner, oder? No. Na. Was ist denn wieder los? Was mit dir? Schau mal was Gescheites, was du gleich kennen. Apropos wieder was Gescheites schauen. Die Bush Media Group hat es endlich einmal zusammengebracht, einen Film von 2016 bei uns rauszubringen. Und zwar heißt der Missing You. Der Film kommt aus Korea und geht in die Richtung I Saw the Devil. Den kennt vielleicht nicht bei Kindern von euch zwei, oder? Na. Ja. Gut. Er ist zwar nicht so explizit wie I Saw the Devil, aber er ist ein richtig grober Rache-Thriller, in dem es quasi um einen Serienkiller geht, der nach seiner Verurteilung nach 15 Jahren aus dem Knast rauskommt und dann selber von einem anderen Serienkiller gejagt wird, im Dexter-Style. Und der war wirklich extrem spannend, der war ziemlich hart, also wie gesagt, an I Saw the Devil kommt er nicht hier, aber da, das können manche nicht hier an I Saw the Devil. Er ist voll krass emotional, also die ersten 5 Minuten, ich bin wirklich mit Tränen in die Augen vom Fernseher gesessen. Kein Scheiß, das, was der am Anfang abfeiert, ist krass. Obwohl man mit den Charakteren noch gar nicht so connected eigentlich meint man. Aber das, was man da so zum Sehen kriegt, ist sehr erschütternd, möchte ich fast behaupten. Der hat ziemlich viel Drama, der Film, aber es ist kein schmalziges Drama. Also der Film ist wirklich dramatisch. Dramatisch, also nicht schmalzig. Dramatisch ist er. Er ist für westliche Sehgewohnheiten sehr gut zum Schauen, weil es ja doch oftmals mit koreanischen Filmen so ist oder mit Filmen aus dem fernen Osten, wo man sagt, okay, die haben ein wenig gewöhnungsbedürftig für europäische Verhältnisse, aber die Schauspieler haben super gut, haben extrem überzeugend. Die Geschichte ist für seine, ja gut, die dauert, etwas über 2 Stunden, sehr dynamischer Zeit, es kommt keine Langeweile auf. Und er ist einfach ein trostloser Traum, mit unglaublich schönen Battle.
Mir hat der super gut gefallen. Also einer von den besten Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Missing You. Anschauen, unbedingt. Ui, okay, dann schreibe ich mir das jetzt auch auf. Nachdem ich jetzt endlich Dinner in America abgepackt habe, dann kommt schon wieder der nächste. Aber Mike, du machst mich fertig. Der hat eine 18er Freigabe, ist aber auch ungeschnitten mit der 18er Freigabe. Also den kann man sich einmal frei kaufen. Gibt's auch irgendein Mediabook. Das Cover ist ziemlich cool. Passt da zum Film, wenn man die Szene dann gesehen hat, in der, von dem das Cover inspiriert ist ziemlich cool. Also ich hätte mir nicht die Amaray holen sollen, ich hätte das Mediabook mir holen sollen. Scheiße. Ja. Aber, wie gesagt, einer der besten des Jahres anschauen. Was ich nur sagen wollte, nur abschließend. Ich weiß ja nicht, ich habe vor kurzem mal wieder Fernsehen geschaut und habe Werbung gesehen zwischen einem perfekten Dinner. Und da habe ich eine Werbung gesehen von Always. Zuverlässiger und diskreter Schutz für ältere Damen. Ich weiß nicht, kennt die? Hast du eingekauft? Nein. Ich habe die Werbung gesehen. Kennt diese Werbung etwa, wo die zwei Damen beim Yoga sind und sagt, sie kann nicht richtig loslassen, weil sonst pieselt sie in die Hose. Kennt die etwa? Nein, ich kenne nur die Situation, aber ich kenne die Werbung jetzt nicht. Nein, ich kenne ja keine alten Frauen. Also die Werbung ist wirklich so unter aller Kanone, ich sag's euch gleich. Also das ist, wo andere Bindenwerbungen nur einigermaßen in Anführungszeichen geschmackvoll sind, also Freunde, da werden ältere Damen dargestellt, wie wenn es wirklich nur in den Hosenbrunzen taten. Also das ist unfassbar. Dann ist die Werbung oder die Erklärung, was die Binde alles kann, ist gar. Und dann machen die Frauen nur so eine Position beim Yoga und dann sagt die andere, hey, ja, bla, bla, bla. Sagt die eine, psst, sagt die andere, ich lass grad los. Freunde, was ist denn bitte los? Was ist denn mit, ich hab mir gedacht, was habe ich denn da gerade wieder gesehen? Das ist unfassbar. Alter. Los mit mir los? Ja, pst, ich kann nicht reden, ich lass grad los. Das ist immer so ein Ding, da stell ich mir dann vor, ich meine, irgendjemand hat das verbrochen, weißt du? Ja, irgendjemand hat gesagt, hey, das machen wir als Werbung. Und da kann man doch da nicht stolz sein. Jetzt stellt sich mir vor, ich sag zu euch jetzt, hey, ja, das war meine Idee von Anfang an. Ich habe gesagt, das machen wir so und so ist das dann auch draht worden, gell? Ja, dann müssen die zu die Schnärfe fahren und die Stangeln wahrscheinlich. Also das unfassbar. Geht nicht, da musst du dritt sein. Zu dritt? Ja, Falle. Weißt du, wie ich beieinander bin? Einer einen Oberkörper, ja, wie der Fettsack. Einer halt den Oberkörper und für jeden Fuß brauchst du einen, sonst kannst du nicht jetzt Stangen laufen. Das ist hart schon hin. Aber ich komme schon mit und helfe. Ich habe einen Korbi schon mal live erlebt, der ist so dünn. So dünn? Naja, da darf meine Frau was anderes sagen. Ich suche mir jetzt auf alle Fälle gerade die Werbung aus. Also genau, schaut euch das mal an und dann beidelt's bitte mit dem Kopf. Okay. Geschmacklos. Hashtag Lieben ohne Kompromisse. Ja, ich hab schon gefunden, die läuft auch noch. Vielleicht spielen wir es ein. Ja, spiel's ein. Ich hab gedacht, Zumindest am Schluss. Hashtag always. Komm schon, lass los. Lass deine positive Energie fließen. Ich mache mir eher Sorgen, dass was anderes fließt. Mach dich locker, das muss doch kein Problem sein. Nimm Always Discreet, so wie ich. Das soll reichen. Guck mal. Wo ist es hin? Ist doch egal. Hauptsache, sie schützt. Na, läuft's jetzt besser? Ich lass jetzt los. Always Discreet. Zuverlässiger und diskreter Schutz. Psst, ich lass grad los. Und mit diesen Worten, da die dann die Folge ja gern beenden, aber zuerst sagt's noch mal einer, was müssen unsere Leute denn noch da, die uns folgen und hören? Was sollen sie Loslassen. Ich wollte auch gerade sagen, Leute, das uns angefallen, wenn sie unseren Podcast herzt, dann lasst's los. Das ist nämlich wie Hunde, zum Beispiel, diese extrem gefreien, die pissen auf den Boden hier. Ja. Und wenn es unseren Podcast hört und nicht auf den Boden hier pisst, dann seid ihr auch keine ordentlichen Fans, da jetzt mal sagen. Stimmt. Ja? Einen ordentlichen Fan kennt man an der nassen Hosen. Genau, einen ordentlichen Fan kennt man an der Pisslache und dem. Das verzeih ich jetzt nur kurz. Gestern Abend, ich denke mir, ich bin voll cool und mein Hund ist natürlich noch cooler und es ist schon ewig auf die Nacht, nicht Angst im Dunkeln, dann nehme ich ihn einmal kurz nur so ab, ohne dass ich sein Geschirr ohne da und ohne Leine. Und was passiert? Er lässt ihn nicht mehr fangen und möchte Affe. Also stehe ich eine halbe Stunde lang wie ein Trottel mit dem Hund da unten, der lässt sich natürlich nicht fangen, wird immer auftrader und blöder und dann kommt meine Nachbarin und fährt noch was zusammen. Und dann fangst du ihn endlich irgendwann, beziehungsweise hat dann
Also ich hab dann irgendwann aufgegeben und er auch. Und dann ist er halt vor mir mehr oder weniger vor lauter Erschöpfung zusammengebrochen. Dann habe ich ihn aufgetragen, weil er natürlich auch nicht mehr gehen konnte. Und dann Oh, das arme Baby. Genau, dann bist du in diesem Zwiespalt zwischen Hundebaby und Arschlochhund, wo man dann denkt, ich bin gerade so scheiß wütend auf die, weil du Depp die jetzt zusammenfahren lassen und furchtbar. Junge Hund Echt, sind Wahnsinn. ich nehm den nie wieder jetzt ohne Leine raus. Es ist selber schuld. Er hat Das die wird mir helfen, Freiheit Hasus nicht, genießen ne? können. Er hat die Freiheit genießen können, aber nein, er ist der Sonne zu nahe gekommen. Ja, Peace was never an option, sagt er. Ja. Genau. Also deswegen, liebe Hörer, nie ohne Leine raus. Oder Guttis, dass man wieder herlocken kann und aufpassen vor Autos. Geht's auf Steady, haut euch das 3. Abo rein, wenn wir da mittlerweile erfolgen, im 3. Abo mit drin. Das heißt, ihr werdet nur in den Genuss von richtig geilen Anekdoten, Humor und Weisheiten kommen, wenn ihr euch da das 3. Paket holt. Das tut uns leid. Richtig. Und wenn du auf Das einer Party wird- erzählst, dass ihr das 3. Paket habt, dann sagen die Mädels, boah, Alter. schaut euch den heißen Typen an, der hat's drauf. Genau, jetzt sagst du mir mal das erstes Paket und danach heben wir uns das 3. miteinander an. Ja, so ist es. Habe ich schon zweimal erlebt. Ja, da bin ich dabei gewesen. Wer Genau, nicht? weil ihr als Hörer, ihr Einmal seid immer war die, ich, oder? Ich weiß nicht mehr. ihr seid immer die coolsten, wenn ihr sagt, okay, ihr seid Hörer von Viva la Movilusion und habt da das 3. Paket. Wenn wir natürlich auf der Party sind und dann sagen, ja, wir sind die Moderatoren von Viva la Movilusion, meistens kriegen wir erstmal ein paar in die Magengrube. und dann hörst raus. Wo treibst denn du rum? Ich wollte gerade sagen, mir wird immer ans Paket hingelangt. Echt? Immer, ausnahmslos. Okay. Komisch. Bei welchen Swingerclubs bist du? Komische Partys, auf die du bist. Nimm das nächste Mal mit. Passt. Aber du darfst ja dann nicht mehr, weil wir sind jetzt dann auf deiner Hochzeit und das saufe dir so her, dass du sagst, Geleck hätte ich lieber nicht geheiratet. Ich bin ja schon verheiratet. Ja, aber du feierst jetzt nicht nochmal. Ja und? Ja, und das wirst du bereuen. Jetzt verschreiben wir es mal nicht. Es Alles, sind was immer nicht dringen nur- kann, schmeiße ich weg, das soll ich. Es sind immer nur ein paar Tage und meine Frau hat halt schon so gemeint, oh, irgendwie geht's ihr nicht gut. Da habe ich mir gedacht, boah, na. Um Himmels Willen. Das ist mir wurscht, ich saufe ohne sie. Das machen wir zu zweit, auch. Ja, aber ohne die Braut geht die Hochzeit nicht, da kannst du nicht saufen, da ist das Festel abgeblasen. Ach, Krampfhäden. Kann ist das wurscht. Kann ist Eben, das wirklich, wurscht. so mir ist es wurscht, Hauptsache ein Festel. Ja. Eben, sag jetzt mal, die soll sich ein bisschen zusammenreißen, sagst. Wenn sie ist, dann gibt's Always Ultra, dann kannst du loslassen. Ich habe dem Trauredner gesagt, er soll bitte mit den Worten beginnen, liebe Familie, liebe Freunde, Kani. Und Kalle, dann darf er loslegen mit der Rede. das war schon. Ich stehe dann kurz auf und sag, wow, kann ich. USA. Genau. USA. Das wird toll. Ja, Mike, haben wir irgendwas vergessen? Nein. Na, alles habt super gemacht. Schön, Nein, dass sehr wir wieder schön. mit zusammengekommen sind. Komplett. Ist Das haben wir ist wieder toll. ein Fest. eine Freude. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Kabi, bei wem? Moment. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Mittelerde. Ja, und von wie heißt der andere Film? Andor, Anshore? Andre Jahr. Halt doch dein Maul. Viert euch. Servus und habe die Ehre. Servus.